was passiert eigentlich mit all den Aufnahmen vom GP Challenge 2020. Das verrate ich euch heute. Ciao zusammen, René hier. Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Ich bin wieder zurück in Los Angeles und wie ihr seht, ist es ein bisschen bedeckt, aber zum Glück immer noch warm. Ihr fragt euch sicher, jetzt war die ganze Zeit während dem Abenteuer im Film gewesen. Und was passiert jetzt mit dieser ganzen Sache? Im Ganzen sind es etwa 90 Stunden Filmaufnahmen. Und das wäre ein bisschen lang, um das so zu zeigen. Wie jedes neue Projekt im Leben kann das ein bisschen überwältigend sein. Aber die Formel zum Erfolg ist gar nicht so kompliziert. Man muss nicht den genauen Weg wissen, wie man ans Ziel kommt, sondern man muss ein Ziel definieren und sich dann überlegen, was der erste Schritt nach vorne ist. Den machen und dann schauen, was passiert. Als erstes habe ich jetzt mit dem Lars und dem Rüdi auf Papier aufgeschrieben, wie man die spannende Geschichte am besten erzählen kann. Und das wollte ich jetzt noch mit einem erfolgreichen Regisseur hier in LA zusammen anschauen. Gleichzeitig schaue ich jetzt alle Filmaufnahmen durchschauen und katalogisieren. Das heisst, alles durchschauen, alles Unbrauchbare rausfallen und was übrig bleibt, mit Stichwort kennzeichnen. Als Beispiel überall, wo Rüdi vorkommt, die Sequenz mit Rüdi zu kennzeichnen oder alles, was um die Nacht herum passiert ist, mit Nacht und die allmorgendliche Lagebesprechung mit zum Beispiel Windy. Das Ganze wird jetzt also noch ein bisschen dauern, bis es dann losgeht mit Filmen machen. Ich rechne so mit einem Monat. Ich melde mich auf alle Fälle, wenn ich dann loslasse mit Schneiden vom Film. Wo ist der feister geworden? Sieht man mich überhaupt noch? Beim nächsten Beitrag verrate ich euch meine Gedanken zur bevorstehenden Präsidentschaftswahl hier in Amerika. Das war es für heute. Merci fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fiore? Was rufst du eigentlich immer an Fiore, wenn du etwas suchst?